Ich merke schon, dass, wenn ich anfange zu zweifeln, wie schnell das mich in einen Strudel Strudel zieht, wo ich dann auch fast nicht mehr rauskomme, und ich bin jetzt eigentlich heute, ja, nicht so happy gewesen. Ja, es zieht jetzt auch noch ein bisschen an, darum fällt mir eigentlich aktuell gar nicht so wirklich etwas ein, was ich erzählen kann. Ausser, ja, dass ich wirklich immer wieder merke, wie wichtig das es ist, dass man sich nicht runterziehen lässt, vor allem nicht von den eigenen Gedanken. Und was ich selber auch noch lernen darf, ist, dass ich wirklich mehr auf mein Gefühl vertraue, mehr auf mein Gefühl höre, dass ich wirklich, wenn ich oder mein ja, dass ich, wenn ich mich selber frage, so: „Ja, wie fühlt sich's für mich richtig an?“ Und dann auf das vertrauen, oder? Und ich merke schon jetzt, ich frage auch immer mehr KI nach und, ja, wie man etwas könnte verbessern und etwas könnte optimieren, und vertraue ja dann eigentlich gar nicht mehr auf mein Gefühl, oder? Und auch laut Neville Goddard sollte man ja wirklich schon bereits im erfüllten Wunsch leben. Und das verstehe ich intellektuell, habe das halt auch schon teils Orte selber erfahren, aber eben, wenn man dann grad so mit grösseren Wünschen, wo man hat, konfrontiert wird, und es läuft noch nicht so, wie man sich das wünscht, und, ja, dann merke ich schon selber, wie es mich dann wieder runterzieht und dann wieder versuche, in der 3D-Welt, also eben in der Realität da aussen, irgendetwas zu verbessern, oder? Und das wäre dann eigentlich nur ein Nachjustieren von, ja, von der Vergangenheit in dem Sinn, aber nicht wirklich etwas ändern, oder? Das wäre eigentlich, wie wenn man den Spiegel anschaut und im Spiegel sagt: „Lache mal“, aber selber noch gar nicht lacht, oder? Und darum ist es immer wie innen so aussen, oder? Der Spiegel ändert sich nicht, wenn du nicht selber siehst, änderst. Und das ist mir bewusst, jetzt auch grad mit dem Thema da, mit YouTube und allem. Aber ja, es ist natürlich schon, wir sind halt auch so aufgewachsen, oder ich auch aufgewachsen, dass, von mir kommt mehr und nur die Harten kommen in den Garten, oder? Das sind auch noch Glaubenssätze, die ich auch selber noch ein bisschen mittrage, dass, wenn ich sehe, dass ich Videos mache, wo ich mittlerweile aber selber auch schon sagen kann, das ist auch wirklich ein Erfolg von mir oder ein Fortschritt von mir selber, dass ich auch sagen kann: „Hey, das, was ich mittlerweile erzähle, das bringt auch wirklich einen Menschen weiter.“ Oder wo ich früher gedacht habe: „Ja, was habe ich schon, was kann ich schon weitergeben?“ Bin ich mittlerweile an 'nem Punkt, wo ich auch sagen kann: „Mal doch, ich habe wirklich was weiterzugeben.“ Oder? Und dann ist es halt umso frustrierender, wenn ich's sehe, dass, ja, dass ich zwar, ja, mir die Mühe mache und Videos mache und so, und die irgendwie nicht gesehen werden. Und da bin ich dann, sollte jetzt eben wirklich auch einfach innen schon so, also, wenn ich die Videos hochlade, mich schon so fühlen, als würden's bereits die Menschen erreichen, oder? Dass ich eigentlich in dem State bin, dass ich bereits der bin, wo die Leute erreicht, anstatt immer wieder aufs Zeug schauen und denken: „Ja, schon wieder nicht geklappt, schon wieder nicht geklappt.“ Oder? Und da ist echt noch mein Hauptstruggle, oder wie jetzt auch, oder? Das ist in meinen Augen auch wieder 'ne Widerspiegelung. Jetzt bin ich 10 Minuten ruhig gewesen, weil mir grad nichts eingefallen ist, oder? Und jetzt bin ich am Reden. Jetzt bin ich 10 Minuten eigentlich nicht am Reden gewesen, und es sind irgendwie 10 Leute reingekommen und wieder raus. Und jetzt bin ich am Reden und es kommt einfach niemand rein, oder? Und das ist so etwas, was ich jetzt auch schon mehrmals erlebt habe und auch schon mittlerweile ein Glaubenssatz von mir geworden ist. Da muss ich ja selber aufpassen, oder? Ich weiss ja schon auch, wo ich wo ich hinschauen sollte. Aber eben bei anderen Sachen gesehen, oder Tipps gibst ihm einfacher wie bei sich selber. Und das ist schon auch noch ein Punkt von mir, oder, dass ich mich schon auch ertappt habe, wie ich jetzt auch mehrmals immer wieder gesagt habe: „Ja, es ist schon immer so“, oder? Und immer ist ja wirklich, dann ist es immer, oder? Das ist so 'n Sprachgebrauch. Und wenn ich das ja dann auch so formuliere, es ist immer so, dass, wenn ich rede, niemand kommt, und wenn ich ruhig bin, die Leute kommen und dann wieder gehen. Und dann, ja, das mehrmals sagen, dann fange ich das auch an glauben, weil ich habe ja auch Resultat. Aber eben, das habe ich vielleicht einmal so empfunden, weil ich halt einfach damals nicht geredet habe, weil ich vielleicht noch nicht so, ja, noch Angst hatte, und jetzt, halt wirklich ans Reden komme. Und ja, und jetzt eigentlich so ja, jetzt habe ich grad den Faden verloren. Hm, ja, und mich dann so eigentlich auch selber wieder, das ist ja der Glaubenssatz, genau, dort bin ich gewesen, der Glaubenssatz, dass ich dann sage, eben, immer wenn ich rede, kommt niemand, und wenn ich ruhig bin, kommt jemand, oder? Jetzt ist auch grad wieder jemand reingekommen, das hat mich jetzt grad so schnell aus der Ba so grad so, quasi schnell aus der Bahn gerührt, nicht weil ich nervös bin oder so, sondern einfach irgendwie sabotiere ich das noch so, oder? Weil das vielleicht eben auch 'n verankerter Glaubenssatz ist, dass ich mir ja jetzt dann auch schon immer gesagt habe: „Ja, eben, immer wenn ich ruhig bin, kommen die Leute, und wenn ich rede, kommt niemand.“ Und das muss sich dann auch bewahrheiten, oder? Das ist alles 'ne selbsterfüllende Prophezeiung, und das ist halt,
eben, ich verstehe es, aber ich verstehe immer mehr, was so der Neville meint, oder? Dass man hat eigentlich gar kein, Mitspracherecht in dem Sinn in der Welt, wenn weil es tut sich alles wie ein Film. Wenn du einen Film gehst schauen, der ist schon geschrieben. So ist unsere Welt auch. Sie ist geschrieben bis ins kleinste Detail, aber sie ist formbar und das ist mit unserer Annahme ist sie formbar. Das heisst, wenn ich nicht eine neue Annahme treffe und in der im alten Bewusstsein bin, dann läuft der Film ans Ende mit meinem Bewusstsein. Aber wenn ich mich innerlich ändere, eben wie innen so außen, dann muss sich der Film anpassen. Und das kann halt wirklich sein, oder, dass ich, energetisch in mir innen selber noch 'n Glaubenssatz habe. Muss wahrscheinlich so sein, sonst würden die Leute auch jetzt kommen, wenn ich rede, oder? Oder auch meine Videos wirklich schauen, sondern das ist wirklich ein Glaubenssatz, den ich auch auflösen darf, wo gar nicht so einfach ist. Einfach, dass ich ja, ja, dass ich die Leute ja, dass halt die Leute kommen, wenn ich rede, oder? Nicht immer wieder sagen, sie kommen nur dann, wenn ich ruhig bin. Oder? Und, so tut's mir dann halt wirklich auch Situationen machen, oder? Da kommt jemand rein, dann bin ich grad schnell sprachlos, weil ich geschaut habe und vergessen habe, wo ich bin. Das heisst, es stockt wieder, es ist wieder nicht im Redefluss. Das heisst, der Mensch hat wieder keine Möglichkeit zum Dranbleiben, oder? Oder auch, eben weil ich noch in dem Bewusstsein bin, weil ich mich quasi selber sabotiere mit den Glaubenssätzen, wie ich habe, oder? Dass es dann muss irgendwie sein, dass wenn etwas passieren würde, dann gleich sabotieren. Und darum sagt der Neville, und ich sehe das auch selber, eben das Bewusstsein in sich innen selber ändern, oder? Den Glaubenssatz ändern, wo zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, oder? Dass ich, die Geschichte neu schreibe, indem dass ich eben wie innen wenn ich innen anfange, mir neue Glaubenssätze auferlegen oder anfange kultivieren, so Glaubenssätze wie eben, alles also meine Videos kommen an Tausende von Leuten und nicht ja, meine Videos erreichen nur ein paar Menschen, oder? Einen anderen Glaubenssatz verinnerlichen, dann kommen die Menschen auch anders rein und ich werde mich vielleicht dann auch selber nicht mehr sabotieren, wenn noch jemand reinkommt oder mich die ganze Zeit dann frustriert fühlen, wenn ich sehe, dass meine Videos nicht das, was ich mir eigentlich wünsche, erreichen, sondern dass ich mich dann halt wieder runterziehen selber, oder? Dass ich dann wieder 'n Grund habe zum frustriert sein, weil halt der Glaubenssatz verankert ist. Und das ist schon oder, das Auflösen von diesen Glaubenssätzen ist eigentlich nicht mehr darauf reagieren, weil wenn man nicht mehr auf etwas reagiert, dann, gibt man der kei gibt man dem keine Energie mehr und was keine Energie mehr bekommt, stirbt, oder? Es stirbt eigentlich in deinem Leben, oder? Das heisst, ja, es wird dir irgendwann nicht mehr ist dir irgendwann nicht mehr relevant und ja, habe mal 'n guten Spruch gehört, so: „Du merkst, wenn etwas kein Thema mehr ist, wenn du nicht mehr drüber redest.“ Oder? Ab dem Moment, wo du nicht mehr drüber redest, ist es kein Thema mehr, weil sonst würdest du drüber reden. Das heisst im Kehrschluss auch, wenn du aufhörst drüber reden also, weil es gibt ja das Gesetz der Entsprechung, das ist immer, wenn's auf die eine Seite geht, auf die andere Seite. Das heisst, wenn du aufhörst drüber reden, wird's automatisch aus deiner Welt verschwinden. Oder? Das heisst wirklich Sachen nicht mehr mit der Energie keine Energie mehr in Sachen geben, die man nicht mehr in seinem Leben will. Und das ist einfacher gesagt wie gemacht, oder? Und vor allem bei seinen Wünschen, oder? Ich meine, bei kleinen Sachen, wo man gar nicht merkt, ist es einem egal, aber eben bei den Wünschen, wo man merkt, so dass man ja, sich immer wieder im Kreis dreht, weil es nicht so vorangeht, wie man sich das eigentlich wünscht, ist es schon, oder? Schon nicht ganz so einfach. Und darum eben, es ist einfacher, darüber zu reden, wie es dann selber machen, wenn man betroffen ist. Aber es wäre dementsprechend eigentlich so einfach, oder? Einfach die Aufmerksamkeit von allem entziehen, was man in seinem Leben nicht mehr möchte. Und das wird automatisch aus dem Leben gestrichen, weil es keine Aufmerksamkeit mehr auf dem Thema hat. Und genau, das ist sehr verständlich. Eben an kleinen Sachen geht das gut, oder? Darum rate ich auch, tönt so Sachen einmal testen an Zeug, die euch nicht so fest am Herzen liegt, oder bei Sachen, die euch wirklich am Herzen liegen, ist es immer schwieriger, einfach alles zu ignorieren, oder? Weil man will ja also, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Kanal, da versuche ich immer wieder im Aussen justieren, indem dass ich denke: „Ja, kann ich noch irgendwie das Bild besser machen, 'n Thumbnail besser machen, Titel besser machen?“ Und da bin ich eigentlich immer am Optimieren, aber das Bewusstsein ist ja immer noch das Alte, weil ich mache es ja dann aus dem Bewusstsein raus, vielleicht, wenn ich das mache, erreiche ich mehr, aber ich muss bereits in mir innen das Gefühl etablieren, den Glaubenssatz etablieren, dass es auch ohne geht, oder dass das, was ich mache, an Menschen kommt und nicht, dass es ein Thumbnail ist oder
oder ein Titel. Sonst werde ich immer mit dem bestätigt, wenn das ein Glaubenssatz ist und den habe ich mittlerweile, oder? Da merke ich bei mir selber und da bin ich wirklich immer wieder im Kampf bei mir und ziehe mich auch immer wieder selber ab und bin mega frustriert, weil ich wieder merke, ich sabotiere mich da wirklich selber, oder? Ich sabotiere mich wirklich selber mit dem Glaubenssatz, den ich da noch habe, oder? Und mir ist er bewusst und das ist ja schon mal der erste Schritt, oder? Die Bewusstwerdung. Wo habe ich einen Glaubenssatz, der so tief verankert ist, dass er mein Leben beeinflusst? Und ist halt natürlich fies, oder? Weil oftmals sind es genau die Glaubenssätze, wo du hast, wenn du irgendetwas in deinem Leben voranbringen willst, vor allem bei den Wünschen, dann stehen die Glaubenssätze im Weg, oder? Weil ich habe auch schon gehört und das ist mega faszinierend, wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, wo Geld generell als schlecht sieht, dann musst du selber Geld nicht einmal als schlecht sehen, sondern du hast vielleicht noch Glaubenssätze von den Eltern in deinem Unterbewusstsein gespeichert, oder? Wo die Eltern vielleicht gesagt haben: „Ja, alle, wo Geld haben, sind geizig“, oder? Und du eigentlich ja von Natur aus nicht oder eigentlich gar nicht geizig sein, hast du den Glaubenssatz zwar selber nicht, weil er ist nicht deiner, aber du möchtest ja nicht geizig sein in den Augen von deiner Eltern, also behaltest du eigentlich das Geld auch von dir fern. Und das ist mega mega, beeindruckend, oder? Dass man auch Glaubenssatz von anderen oder was die Welt einem so alles für Glaubenssätze auftischt, oder? Wo man dann muss glauben oder glaubt, oder? Weil man selber gar nicht mehr überlegt. Oder? Und da sich wirklich fragen oder auch beobachten, wirklich beobachten, wo wa wa was ist mein Wunsch, wo gehe ich hin, in welche Richtung gehe ich und wo versuche ich immer wieder im Aussen etwas zu ändern, äh, weil ich im Inneren noch nicht happy bin, oder? Das kann man, glaube ich, so jetzt grad gut sagen, wenn man innerlich unhappy ist und im Aussen etwas ändern will, dann ist es eigentlich aus einem Mangel raus. Das heisst, du tust dann also man tut dann in dem Moment eigentlich etwas am Leben behalten, wo man nicht will, oder? Das heisst, ich gebe die Energie eigentlich in den Mangelzustand hinein, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt etwas verbessern, damit die Ursache besser wird. Aber die Ursache wird nicht besser einfach so, wenn ich das Bewusstsein nicht ändere. Das heisst, wenn ich nicht schon Freude an meiner Arbeit also, ich habe Freude an meiner Arbeit, aber nicht, wenn ich oder? Es ist wie 'ne Waage, oder? Es gibt 'n Moment, wo man sich gut fühlt und dann gibt's Momente, wo man sich schlecht fühlt. Und Momente, wo man sich schlecht fühlt, überwiegen in der Regel mehr mit denen, wo sich gut fühlen. Darum ändert bei vielen auch nicht einfach irgendetwas von heute auf morgen, oder? Weil man muss sich mehr gut fühlen wie schlecht fühlen, dass das kippt, dass es dann ein neuer Glaubenssatz wird, dass man dann auch merkt: „Hey, das geht auch anders.“ Und so, bis es ein Glaubenssatz wird, wo man dann automatisch in die Richtung geleitet wird, ohne eben der Film läuft dann neu, den ich vorher erzählt habe. Der Film läuft eigentlich immer, oder? Ich habe die Möglichkeit, wie reagiere ich und ich kann mein Bewusstsein ändern. Das heisst, ich kann in mir, innen anders mich anfangen anders fühlen, oder? So, wie würde ich mich fühlen, wenn ich bereits am Ziel wäre? Und das Gefühl aufrechthalten, oder? So handeln, schon bereits aus dem Ziel raus handeln, oder? Das heisst, dich fragen: „Ja, was würdest du machen, wenn du am Ziel bist?“ Und dann schon alles, was geht, in dem, ja, handeln, als wärst du's bereits. So reden, als wärst du's bereits. Sachen, die nicht mehr zulassen, oder? Und das sind dann wirklich ja, wenn du viel über dich ergehen lassen hast, vielleicht, in der Vergangenheit einfach immer Ja und Amen gesagt hast, da vielleicht auch mal klares Nein sagen, oder? Mal Nein sagen. Und das ist eben dann die Schwierigkeit, weil ein Mensch, den du schon Jahre kennst und eigentlich immer Ja gesagt hast und du sagst Nein, ist zuerst mal komisch. Der versteht die Welt dann nicht mehr und du auch nicht, oder? Und das ist dann wirklich oder da braucht's dann auch irgendwelche Selbstfürsorge, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, dass man einfach auch einmal zu sich stehen und sagen: „Hey, das passt mir eigentlich nicht mehr, also kann ich da einmal nein sagen“, oder? Dann ändert sich dann auch mal irgendetwas, oder? Man hat dann mal etwas Neues in sein Leben eingeladen. Aber wenn man immer gleich ja, eigentlich immer alles gleich macht, immer gleich fühlt, immer gleich denkt, immer gleich reagiert, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Leben immer gleich bleibt. Und genau, oder? Ich bin jetzt heute auch schon wieder an dem Punkt gewesen. Ich habe gestern wieder etwas entschieden und heute zerdenke ich das schon wieder und, das kennt ihr sicher auch. Und da wirklich mal sich fragen: „Was will ich eigentlich?“ Und dann bei dem bleiben, oder? Wirklich bei dem bleiben. Und das ist dann auch Glauben in deine ja, auf deinen Weg in deinen Weg vertrauen, glauben, dass auch dein Gefühl stimmt für dich, oder? Und, ich glaube, grade in der heutigen Zeit ist es auch mit diesen vielen Informationen, die man auch hat von allen Influencern und äh, von allem Möglichen, oder? Dass jeder, 'ne Meinung hat und die Meinung gibt er ja kund, weil es für ihn stimmt.
Das heisst, jeder hat in seinen Augen recht. Und wenn man dann als Suchender in dem Sinn sich total verliert in der Meinung der anderen, weil man selber gar nicht weiß, was man will, ist das dreht man sich die ganze Zeit im Kreis und wird immer frustrierter, weil man will eigentlich dann man hört dann etwas und das, was am plausibelsten tönt, versucht man zu machen und dann hört man am nächsten Tag wieder was anderes. Dann ist man wieder weil man keine eigene Meinung hat, ist man dann wieder, kurz mal aus der Bahn gerührt und, die ganze Welt ist wieder droht wieder zusammenzufallen, weil man muss wieder mit sich abgleichen, oder? Und darum ist es schon wichtig, seine eigene Meinung haben, seinen eigenen Weg zu gehen, oder? Authentisch seinen eigenen Weg zu gehen und nicht versuchen, jemand anderes zu kopieren. Man kann schon Ideen anfangen anzuschauen, aber wenn sich das Bewusstsein immer ähm, verwirklichen, dann können wir nicht schauen, was macht 'n anderer und das kopieren. Weil wenn, sagen wir, Person A hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit dem Genre, und du findest das gut und machst es auch. Die Person hat aber ganz anderes Bewusstsein. Er ist vielleicht verankert im das ist macht ihm Spaß und er hat Freude und er weiß, was er macht und er fühlt sich auch gut dabei und du machst es vielleicht dann nur aus dem: „Ah, ich sehe, bei dem funktioniert das, also wird das bei mir wahrscheinlich auch funktionieren.“ Dann ist das ein anderes Bewusstsein, das dahinter ist. Das heisst, du gehst eigentlich schon mal davon aus du weißt selber gar nicht, ob es tut. Du gehst davon aus, ja, wenn es bei ihm tut, muss es bei dir auch, oder? Und darum ist eigentlich verstehe ich auch immer mehr, Authentizität, authentisch sein, seinen eigenen Weg gehen, eigentlich der einzige Weg für einen Mensch, dass er überhaupt das in seinem Leben erreichen kann, wo er will. Weil wenn du wenn du an das glaubst, was du machst und du dahinter stehst an das, was du machst und das zu einem Glaubenssatz wird, dann kann dich nichts mehr im Aussen kann dich, durcheinanderbringen. Da könnte ich keine News mehr durcheinanderbringen, da könnte ich keine anderen Social-Media-Accounts mehr durcheinanderbringen, da kann ich keine Meinung von anderen mehr durcheinanderbringen, weil du bist in deiner Meinung verankert. Oder in dem Moment kannst du auch zulassen, andere Meinungen zuhören und sie mit ihm abgleichen. Aber es tut nicht automatisch dein ganze Bild verändern, weil du hast eine eigene Meinung, oder? Und das ist ja, und da bin ich auch noch dran, vor allem jetzt, mit dem Kanal, mit den Videos und allem, dass ich einfach auch so mache, wie ich mich wohlfühle. Oder wie ich mich wohlfühle. Aber eben, das sind dann das ist noch ein zweischneidiges Schwert, weil dann mache ich wieder alles so, wie ich mich wohlfühle und dann stimmen die aktuellen Zahlen nicht und dann komme ich wieder Angst über. Dann komme ich wieder Angst über und denke: „Ja, was kann ich dann wieder machen, damit es besser läuft?“ Und dann fange ich wieder an, Meinungen von anderen zu hören, zum Beispiel, was 'ne KI sagt oder was andere YouTuber sagen und vertraue meinem eigenen wieder nicht, oder? Das heisst, ich tue wieder meiner eigenen Intuition nicht vertrauen, meinem eigenen Weg nicht vertrauen und gehe wieder versuche wieder da etwas zu justieren, anstatt dass ich mein eigenes Gesicht ändere, oder? Wie wenn du vor dem Spiegel stehst und im Spiegel sagst: „Du verdammter Arschloch, jetzt lache mal.“ Der wird nicht anfangen zu lachen, wenn du nicht selber lachst. Und so funktioniert in dem Sinne die Welt. Du erlebst die Welt, wie du bist. Das heisst, wenn du innerlich brüllst, aber gerne möchtest, dass die Welt lacht, die lacht dich dann nicht an, die brüllt zurück, oder? Darum ist es so darum eben wie innen so außen. Und der Neville sagt ja, „Everyone is you pushed out.“ Jeder ist eigentlich bist du selber aus dir rausgestülpt. Das heisst, wenn jemand in dem Sinn negativ zu dir ist er nicht spiegelt er eigentlich etwas, wo du in dir innen von dir selber haltest. Oder er tut das dann eigentlich ist eigentlich wie ein Spiegel. Das heisst, es gilt auch nicht verrückt sein auf der Person, sondern sich zu fragen: „Aha, wo in mir bin ich vielleicht noch negativ mit mir?“ Oder so wie ich jetzt zum Beispiel vielleicht 'n Spiegel habe mit meinem Glaubenssatz, immer wenn ich rede, kommt niemand rein und wenn ich ruhig bin, kommen die Leute, dass das immer wieder bestätigt wird, oder? Das muss bestätigt werden, weil das ist etwas, wo ich so oft denke und ich würde es nicht denken, würde ich es nicht glauben, oder? Darum Sachen, wo man viel denkt, ist automatisch irgendwo durch 'n Glaubenssatz, sonst würde es nicht immer wieder kommen. Etwas, wo man nicht glaubt, würde nicht immer wieder durch den Kopf gehen. Oder wenn man merkt, dass man dann sich eigentlich im Weg steht bei etwasem, ja, dann ist es, sicher nicht gut. Und da kann man sich eben, wie löst man Glaubenssatz auf? Da bin ich ja selber noch am Versuchen herauszufinden, wie löst man Glaubenssatz auf, oder? Einfach kei keine Aufmerksamkeit mehr denen schenken. Oder in dem Moment, wo man merkt, dass etwas ein negativer Glaubenssatz kommt, grad irgendwie nicht weiter darauf eingehen, umschwingen auf irgendeinen positiven Glaubenssatz. Ja, dass das verankert wird und nicht etwas, wo aktuell in der Welt draussen passiert, als endgültig sehen, sondern als Schatten von der Vergangenheit, oder? Eigentlich es passiert immer zuerst im Innen etwas und das erlebt man im Aussen. Das ist ja wie der Spiegel. Der Spiegel lacht nie zuerst. Das bist du, der lacht und dann lacht der Spiegel zurück.
Und so ist das, was wir säen in der Welt, das ernten wir. Und wir ernten das halt je nachdem vielleicht gerade in ein paar Sekunden oder in der nahen Zukunft. Und oftmals erinnert man sich nicht. Erstens, weil man sich gar nicht Gedanken darüber macht, dass das so könnte sein, weil das sehr wenige so überhaupt anschauen. Und zweitens, weil es halt von schon viel zu weit weg ist oft, oder? Und wir den Link dann gar nicht machen. Aber eben, wenn man weiss, dass seine eigene Saat die Ernte bedeutet, dann passt man plötzlich auf, was man denkt, oder passt mehr auf oder es wird einem zumindest mal bewusst, oder? Aber ich gehe da einmal mal wieder in 'ne Abwärtsspirale, wo ich merke, so: «Super, jetzt denke ich schon wieder über Sachen nach, wo ich genau weiss, dass ich nicht drüber nachdenken sollte.» Aber wie jetzt ist mir dann bewusst, aber den Weg raus finde ich dann gleich nicht immer direkt. Und da bin ich auch noch für mich am herausfinden, was. Ich habe einfach gemerkt, eben nicht mit anderen Menschen darüber reden, weil ein Mensch ist in der Regel soziales Wesen und wenn du kommst und es dir schlecht geht, dann tut der in der Regel dich mit dem Schlechten nicht bemitleiden, aber versucht dir zur Seite zu stehen. Und ich habe gemerkt, das ist dann oftmals eine Einladung. Das heisst, wenn es dir nicht gut geht und du redest mit jemandem drüber und der, zeigt Interesse, beziehungsweise der zeigt dir, eben Interesse, ist schon Interesse, ich finde auch ein anderes Wort. Äh, Der hat mit dir Mitleid oder der ist einfach auf deiner Seite, dann öffnest du dich nur noch mehr, oder? Und dann schüttest du plötzlich noch mehr raus, wo eigentlich in die falsche Richtung geht, oder? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich mit Negativität nicht gross mit anderen Menschen darüber reden, ausser man braucht wirklich grad jemanden. Weisst, jemand, wo wenn es einem wirklich grad schlecht geht. Aber mit Sachen, wo man schon tausendmal drüber geredet hat und noch nicht wirklich weiterkommt, da einfach einmal auch nicht mehr drüber reden, oder? Und dann wird's auch immer weniger wird's auch immer weniger 'n Thema, weil wenn man's einmal schafft, dreimal nicht drüber zu reden, dann schafft man's auch beim vierten Mal besser. Oder aber wenn man gar nie versucht, nicht über etwas zu reden, dann ist man eigentlich immer wieder gleich, oder? Man erlebt den Film immer so, wie das Bewusstsein ist. Und genau, und da sagt der Neville halt ganz radikal, einfach das Bewusstsein ändern, oder? Wie würdest du dich fühlen, wenn du bereits im Gefühl bist und das Gefühl anlegen wie ein Kleid und eigentlich so durch die Welt laufen und immer vom Ziel ausdenken, nicht dran denken, sondern daraus rausdenken, oder? Wie bist du, wenn du bereits dort bist, oder? Und das ist dann eine Waage, oder? Das verdrängt die Negativität, wenn's du schaffst, das länger das Kleid in dem Sinne länger anzulassen, wie nur irgendwie 10 Minuten Meditation pro Tag, sondern das 24 Stunden pro Tag kannst anlassen, dass du dich wohlfühlst oder bereits so fühlst an deinem Ziel, dann wird das andere immer schwächer und das immer stärker, bis irgendwann der Kipppunkt kommt und ja, dein quasi dein Tag dann automatisch in die Richtung läuft, wo du keine Anstrengung brauchst, wie es jetzt halt in die Richtung läuft, wo es auch keine Anstrengung braucht, einfach noch in die Richtung halt oftmals in die Negativrichtung, weil der Mensch ist irgendwie von Natur aus eher negativ wie positiv, weil ja, wir müssen das glaube ich immer auf Gefahr, ob das jetzt biologisch ist auch, eher auf 'ne Gefahr ähm, bereit machen, oder? Früher hätte hinter jedem Busch 'n Säbelzahntiger sein, oder? Und vielleicht sind wir immer noch heute, oder? Auch wenn irgendwo etwas knallt, wir sind grad parat, grad zum Kampf bereit, oder? Und ich glaube, das ist hat auch etwas, darum sind wir auch eher negativ, nicht weil wir das wollen, sondern einfach weil ja, vielleicht weil's, eher der Gefahr, so kann man's glaube ich sagen. Jetzt habe ich weiss nicht genau, wie ich's soll sagen. Aber ja. Hallo Zora. Hast du aufladen? Ja. Ja, grad ein bisschen, 'ne Selbsterkenntnis, da mit mir noch gehabt, dass ich eigentlich die ersten 10 Minuten nicht geredet habe und dann sind wirklich Leute reingekommen und wieder raus. Und, ab dem Moment, wo ich angefangen zu reden habe, ist eigentlich dann niemand mehr gekommen, oder? Und habe dann einfach gemerkt, okay, das ist in dem Fall ein Glaubenssatz. Und einmal bin ich am Reden gewesen, dann habe ich gesehen, jemand reinkommen und dann bin ich grad so schnell sprachlos gewesen und habe den Faden verloren. Eigentlich wieder selber sabotiert und, ja. Und da merke ich schon grad auch die eigenen Glaubenssätze, wo man hat, stehen einem schon im Weg. Schön hast können aufladen. Schön, ist gegangen. Toi toi. Ja, eben da bin ich noch ein bisschen da mit dem Umprogrammieren bin ich noch das eine, der disziplinierte Weg, sagen wir jetzt so, wie du das jetzt grad sagst, den kenne ich auch schon, oder? Dass ich sage: «So, ich will jetzt nicht mehr rauchen, ich rauche jetzt nicht mehr.» Der geht tatsächlich.
Der geht tatsächlich, aber es braucht eben Disziplin. Man ist immer wieder mit seinem alten Bewusstsein konfrontiert. Mit dem Bewusstsein, wenn man noch nicht wirklich oder wenn jemand nicht wirklich von heute also wenn einer nicht wirklich will aufhören, sondern weil er vielleicht denkt so: „Ja, es würde meiner Gesundheit gut tun“, dann kämpft er gegen sein Bewusstsein. Das heisst, er ist nicht im Bewusstsein: „Ich will eigentlich aufhören“ oder „Ich will das gar nicht mehr“, sondern es würde mir, glaube ich, gut tun. Und dann ist es immer noch auch ist man auch immer noch hat man oftmals auch noch Lust, oder? Es geht dann schon irgendwann weg, weil man's, ja halt nicht mehr beachten, wird's schon immer weniger. Aber eben, ich kenne es jetzt mit dem Rauchen auch, ich habe immer noch Lust, oder? Und da habe ich jetzt eben auch schon eben der Neville sagt eigentlich einfach das Bewusstsein ändern. Und ich habe da auch schon von Menschen gehört, die sagen: „Ja, eben das Bewusstsein ändern“, der hat sich vorgestellt, wie er Ziege grusig findet, oder? Und irgendwann hat er einen Tag ist er aufgewacht und hat Ziege grusig gefunden und nicht mehr geraucht, halt wie ein Nichtraucher. Ich rauche nicht mehr, aber ich finde den Rauch immer noch fein, ich finde Ziggis immer noch fein. Ich würde eigentlich gerne irgendwie ab und zu gleich auch noch rauchen, aber eigentlich ja nicht, oder? Das heisst, es hat das Bewusstsein noch nicht wirklich geändert, schon irgendwie, aber da ist der disziplinierte Weg. Der andere wäre einfach das Bewusstsein ändern, dass dann automatisch 'n anderer Output kommt, oder? Und da bin ich noch das bin ich wirklich auch noch am Lernen. Jetzt der diszipliniert, da bin ich wirklich gut. Ich kann sagen: „So, jetzt will ich 'n Tag fasten und kann das.“ Will sagen: „So, jetzt will ich keinen Zucker mehr und es geht.“ Äh, aber es würde alles auch nicht so mit Entzug gehen, so wie ich das verstehe, sondern wirklich auch mit dem Bewusstsein ändern, dass man dann bereits sich so fühlt wie jemand, der keinen Zucker mehr konsumiert und dann wird das ohne Kampf, ohne, man lässt es dann einfach, weil das Bewusstsein nicht mehr stimmt, oder? Weil so wie mit dem Kollegen aus dem Pass, der geht einfach ab. Den tut man ja dann auch nicht, krampfhaft loslassen, sondern der geht einfach ab, oder so. Und das ist, glaube ja oder mit Kleidern, wo man nicht mehr will, geht man einfach weg. Dann so, ja, es ist so das Loslassen, wo einfacher ist, anstatt dass man sich versucht, in der Welt aussen was krampfhaft zu ändern. Und ich glaube, da gibt's 2 Unterschiede. Das führt, glaube beide zum Ziel. Der eine wäre einfach, ohne dass man muss gegen sein Bewusstsein kämpfen oder gegen seine Triebe kämpfen, oder? Dass wenn ich mich bereits so fühle, als wäre ich ein Nichtraucher, wie würde ein Nichtraucher sein und dann einfach das Verlangen verlieren, ist das quasi dann Disziplin, die man braucht, dass man sich, auf so eine Meditation oder auf das einlässt, dass man sich so fühlt. Das andere ist, dass man in der 3D also, es führt in dem Fall wahrscheinlich beides gut zum Ziel. Ich kann jetzt schon sehr gut eben, dass ich in der Welt aussen einfach etwas weglasse, eben zum Beispiel, Ziege einfach weglasse und dann plötzlich nicht mehr so Lust habe, aber gleich ja ab und zu noch Lust habe. Darum, ich glaube, ja, es geht führt beides zum Ziel, aber das andere ist das eine ist vielleicht 'n bisschen nachhaltiger wie das eine, oder wer weiß. Schön mit dem Kerzchen dort. Ja, das freut mich. Der Kerzler. Ja, nein, es ist nicht mega schräg. Es ist eigentlich es beweist halt, ja es beweist mir halt wieder, oder? Ich meine, jetzt bin ich die ganze Zeit am Reden, es ist niemand mehr reingekommen, oder? Und, ja. Und dann, wenn ich dann wieder tschüss sage, kommen dann wieder 2, 3 rein und, ja. Aber das habe ich halt jetzt schon so oft gesagt, oder? Das habe ich schon so oft gesagt schon und, es fühlt sich ja auch so an für mich, oder? Und das ist halt jetzt einfach 'n Glaubenssatz und in dem Fall muss das jetzt einfach so werden, oder? Das muss jetzt einfach so sein in dem Fall, weil, darf ja nicht anders. Aber ja, keine Ahnung. Und da bin ich dann halt auch noch da könnte ich jetzt auch anstatt da einfach mal jetzt heute habe ich schon in der Hängematte habe ich auch gefühlt, wie fühlt es sich an, wenn bereits so, keine Ahnung, 10 Menschen, ich kann nicht übertreiben, 10 gleichzeitige Zuschauer, habe ich gesagt gehabt, drin sind und es hat sich gut angefühlt, oder? Aber, ja, mehrheitlich merke ich halt schon, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich an das Ganze denke, weil ich's schade finde, dass es so wenig Leute sind. Äh, und das hat halt einfach Überhand zu dem, dass ich mich ab und zu mal in der Hängematte kurz gut fühle und darum das Alte nicht mehr keine Energie mehr drauf geben oder gar nicht mehr ja, alles weglassen, wo man merkt, dass man sich wieder in der Abwärtsspirale findet. Aber ja, es ist halt schon oder? Es geht mir auf. Es geht mir auf. Es ist aber einfacher gesagt wie gemacht aktuell noch. Aber auch das kann ein Glaubenssatz sein, weil es wäre einfach auch nur 'n Entscheid, oder? So wie mit dem Nichtrauchen schlussendlich. Oder sich halt einmal ja, dass ich mir einfach auch mal die Zeit nehme, mich länger reinfühle und wenn ich merke, es bahnt sich irgendetwas an, dass ich dann halt einfach „Nein“ sage. Nicht auf die Abwärtsspirale einladen, sondern dass ich ja, so.
Aber ja, ist mir schon das Phänomen, aber es ist natürlich noch cool zum Beobachten, oder? Es ist, ja, es zeigt oder es beweist mir eigentlich, dass das Ganze so funktioniert, wie ich das auch erzähle, weil ich's am eigenen Leib erfahre und, auch am eigenen Leib, versuche, da daraus zu lernen. Aber eben, es ist halt ich glaube, bei Sachen, wo man sich wünscht, ist es schwieriger, weil man hat dann eher etwas, wo man dort vorankommen will, wie bei Sachen, wo einem egal sind. Dort merkt man's dann auch oft gar nicht, oder? Und darum, ja, darum sagen wahrscheinlich auch viele, man sollte auch seine Wünsche nicht zu ernst nehmen oder einfach das Ganze laufen lassen oder nicht immer wieder, ja, eben nicht alle paar Sekunden wieder nachschauen, ob irgendetwas jetzt so läuft, wie man sich's wünscht. Oder das wäre ja dann eigentlich immer wieder aus dem Bewusstsein heraus, dass ich noch nicht vertraue, dass es bereits so ist. Darum mehr einfach machen, mehr einfach leben. Ich glaube, das ist wirklich einfach die Quintessenz von unserem Leben, dass wir leben, oder? Und, dass man sich weniger Gedanken macht, dass man sich fragt: „Ja, was will ich eigentlich?“ und nach dem handelt, oder? Und der Neville sagt, der Wunsch ist die Triebfeder zum Handeln. Und ich habe jetzt nicht noch vom Gesetz der Annahme vom Kevin habe ich auch noch 'n guten Input bekommen, dass er sagt: „Wollen ist das Einzige“ und äh, das sagt ja auch der R.H. Jarrett, wie der heisst, wie es funktioniert. Er sagt ja eigentlich auch: „Du musst dir nur aufschreiben, was du willst und das Wollen bringt dir dann eigentlich das Ziel“, oder? Du bist immer angetrieben von deinem Wollen, oder? Wir werden so wie wenn du Hunger hast, wirst du irgendwann essen. Das heisst, das, was du willst, kommt irgendwann auf dich zu, oder? Weil, ja, der Neville sagt, das Leben ist so ein Hungerstille und das hat schon etwas, oder? Die Wünsche sind eigentlich so wie wenn du Hunger hast, ist 'n Wunsch, oder? Irgendetwas, wenn und den willst du stillen und darum durch das kommt's. Aber wenn man immer wieder quasi weiss, was man will, zahlt, dann tut man die rein, oder? Das heisst, ich weiss, was ich will und nachher gehe ich wieder auf d YouTube Studio und schaue wieder Zahlen an und, dann wär's so wieder, wie wenn ich die Saat, wo ich eigentlich gesagt habe, was ich will, wieder ausgraben und schauen, wie weit sie ist. Ja, und dann muss ich sie ja wieder eingraben. Jetzt habe ich eigentlich die Wurzeln und alles verletzt, weil ich's wieder ausgraben und jetzt braucht's wieder eine gewisse Distanz. Und dann geht man am nächsten Tag wieder nachschauen, dann ist man wieder frustriert. Die Frustration gibt wieder Energie ins falsche Ziel rein. Man fängt wieder von vorne an, oder? Und darum einfach nicht mehr auf Sachen reagieren, wo man nicht will. Und einfach fragen, was will ich und dann leben, das machen, was man will und leben und sich nicht zu viel von anderen Meinungen ablenken lassen, wirklich nicht. Ich glaube, das ist vor allem heute in der heutigen Zeit mit all diesen tausenden Meinungen die Hauptchallenge, warum der Mensch unglücklich ist, weil er weiß nicht, was er will. Er weiß nicht, was er will und wenn er und eben er geht bei anderen schauen und merkt: „Ah, das ist eine coole Sache. Oh, das könnte ich ja auch.“ Und dann übernimmt er einfach etwas, aber er weiß immer noch nicht, ob er es wirklich will, sondern er denkt einfach, es ist vielleicht gut, oder? Man weiß selber gar nicht, was man will, oder? Und ich glaube, wenn man weiß, was man will und seinen Weg geht, dann kann gar nicht scheitern, weil es kommt dann aus einem Wollen raus oder aus etwas aus seinem eigenen Inneren raus. Das heisst nicht, dass man einen Traum von jemandem anders anfängt verwirklichen, wo gar nicht geht, weil ein anderer fühlt sich ganz anders dabei. Sein Bewusstsein ist ganz anders auf seinem Weg, wie wenn du ihn einfach copy-pastest. Dein Bewusstsein ist an 'nem ganz anderen Ort. Du glaubst dann einfach: „Ja, es funktioniert ja bei ihm, also wird's vielleicht bei mir auch funktionieren.“ Und das funktioniert, glaube einfach nicht. Ausser du schaffst es, dich in dem Moment wirklich auch wohl zu fühlen mit dem, was du machst. Aber eben, es fängt ja schon an in unserer dass wir mit 15 wissen, was will man das ganze Leben. Oder es wird auch uns von klein auf eingetrichtert, du musst etwas haben, sonst bist du nichts. Du musst hart du musst schwer arbeiten, sonst wird aus dir nichts. Geld ist schlecht, nur die Harten kommen in den Garten, alle, die Geld haben, sind geizig, das Leben ist zu kurz. Ja, man muss halt auch mal in sauren Äpfel beißen. Oder? Es sind alles so Sachen, die sagen, wir haben Pech. Wir haben es ist all die Glaubenssätze sagen eigentlich, das Leben ist 'n Kampf. Das heisst, es kann gar nicht nur glücklich sein, oder? Und ich glaube, wenn man weiss, was man will, wenn man wirklich versucht herauszufinden: „Was will ich?“ und nicht mehr links und rechts schaut, sondern seinen Weg geht, dann kann man gar nicht unglücklich sein. Man kommt dann schon vielleicht mal an einen Punkt an, wo man merkt: „Oh, da komme ich nicht weiter“, aber weil man ja bei sich selber ist, wird man 'ne Lösung haben, oder? Wenn ich jemanden kopiere und versuche, etwas so machen wie jemand anders und selber an ein Problem komme,
dann weiss ich ja gar nicht, wie ich das Problem löse, weil ich habe es ja von 'nem anderen kopiert. Ich kann ja dann oder wie löse ich das, wo 'n anderer kreiert hat, so quasi, oder? Und da ich glaube, das ist grade eben in der heutigen Zeit, weil jede Meinung es gibt so viele Meinungen oder ich gehe ja habe ja bin ja auf YouTube und höre Sachen und, ich merke immer weniger, ich mache die Sachen aus, es frustriert mich. Es frustriert mich. Ich höre aktuell gar nicht mehr so viele Sachen. Es ist genau noch Hörbücher vom Neville Goddard, die ich höre, weil's mir immer wieder sagt: „Ich brauche niemand ausser mich selber.“ Und das ist einfach so schön. Es ist einfach so schön zu hören, weil er ist einer von wenigen in diesen Hörbüchern, wo sagt: „Du brauchst niemand ausser dich“ und dir auch an die Hand gibt und auch immer wieder sagt: „Du musst es halt einmal ausprobieren.“ Oder? Und ja, und ich glaube, wenn man seinen Weg geht, dann ja, wird man wirklich glücklich. Und es hat halt einfach Tausende von Meinungen, oder? Ich meine, gehst anschauen hast 'n führst 'n YouTube-Kanal wie ich, dann wirst du irgendwann einmal wirst googeln, also: „Ja, was kann ich machen, damit Videos besser ausgespielt werden?“ Und jetzt hast du heute die Meinung von dem. Dann denkst du: das könnte ich ja machen“, aber eigentlich ist es völlig gegen meinen Strich. Also mache ich mal etwas, dann versuche ich das einmal. Das heisst, jetzt mache ich etwas, wo ich eigentlich gar nicht will, weil ein anderer sagt, bei ihm funktioniert's. Jetzt ist er im Bewusstsein, dass es funktioniert, sonst würde er nicht drüber reden. Darum funktioniert's ja bei dem. Ich, wo nicht im Bewusstsein bin, dass es so funktionieren wird, weil ich ja in dem Fall schon zweifle, dass es funktioniert, sonst würde ich nicht nachschauen, was kann ich machen, damit es besser läuft, dann etwas kopieren, bin ja gar nicht in seinem Bewusstsein. Also kann das gar nicht anders funktionieren, ausser ich ändere in mir, wie innen so außen, die Annahme, dass ich mit dem jetzt wirklich den Durchbruch habe und anfange auf das zu vertrauen. Und ich habe mich schon da bin ich auch schon tausend frustriert gsi. Und das halt bei allem, oder? Das ist halt wirklich wie bei allem. Schaust irgendwie, Manifestationsvideo, dann hat auch jeder seine Meinung. Das ist ja so. Der Mensch gibt nichts weiter, wo er selber nicht davon überzeugt ist. Darum glaube ich auch nicht, dass es wirklich Halunken gibt. Weil auch der Halunk, wo der Person A als Halunk sieht, würde das wahrscheinlich auch nicht erzählen, würde er selber nicht als etwas gesehen, wo in seinem Bewusstsein, in seiner Realität stimmt, oder? Auch der hat das Gefühl, er gibt was weiter, oder? Also jeder in dem Sinn, oder? Und darum weniger links und rechts schauen, wirklich weniger links und rechts schauen. Sich Skills aneignen, das vielleicht schon, aber halt sich fragen: „Ja, was will ich? Okay, ich will das. Okay, was brauche ich für das? Aha, für das müsste ich lernen Video schneiden, also dann gehe ich schauen, wie ich Video schneide.“ Für das sind die Videos sicher gut, oder? Aber ja, halt weniger fragen: „Ja, was kann ich oder was ist aktuell nicht gut?“ Weil das ist ja schon mal, Frustration, sondern mehr: „Ja, was will ich?“ und dann auf das vertrauen, oder? Und da bin ich wirklich auch das ist aktuell meine absolute Challenge, oder? Es ist meine grösste Challenge, aber ich werde sie meistern, ich werde sie und kann dann immer mehr darüber reden, oder? Das ist ja das Schöne. Das ist das Schöne, oder? Man kann auch über die Sachen reden, wo man meistert, über das Zeug reden, wo man struggelt, oder? Weil, ich glaube, es strugglen aktuell viele Menschen am gleichen Ort. Äh, ja. Und ich glaube wirklich, es ist, weil wir selber gar nicht wissen, was wir wirklich wollen. Ich glaube, das ist das Schwierigste und das sagt er auch. Das Schwierigste ist, zu wissen, was man will. Und der Neville hat gesagt, er denkt nicht einmal ein von 1 Million Menschen und er hat vor knapp 100 Jahren gelebt. Er sagt, nicht einmal ein von 1 Million weiß, was er wirklich will, oder? Und darum hat da der Kevin hat ihm gesagt, Gesetz der Annahme heisst sein Kanal. Er hat gesagt, wenn du weißt, was du willst, wollen bringt dich an dein Ziel. Darum oder auch jetzt, wenn wir schauen, den Elon Musk, ich glaube nicht, der Elon Musk ist die ganze Zeit da gehockt und hat visualisiert und hat also er hat visualisiert, weil er auch gewusst hat, was er will. Er hat die ganze Zeit visualisiert. Oder? Das heißt, er ist bereits immer schon der gsi, wo er jetzt ist. Und das ist halt dann das wäre genau das, die Annahme, dass man es bereits ist, oder? Er hat schon die grossen Visionen gehabt. Aber ein Mensch weiss ja gar nicht, was er will. Wie will er grosse Visionen haben? Oder? Wie will er so etwas in seinem Leben ändern, wenn er gar keine Visionen hat, wenn er gar nicht weiss, was er will und dann eben andere kopiert, was nicht schlecht ist, oder? Wir wollen ja alle irgendwie glücklich werden, oder glücklich sein. Das ist ja auch ist jetzt auch kein Vorwurf, oder? Aber ich glaube, man wird nur glücklich, wenn man herausfinden, was man selber will und dann auf den Weg vertraut, oder? Und auch wenn er mal steinig ist, ich glaube auch, ein steiniger Weg kann einem halt nach oben bringen, oder? Es ist in dem Sinn nicht negativ, wenn man es anschaut als sein Weg oder dass man jetzt halt auf seinem Weg ist. Ja, Arbeit ist es schon, sich nicht mehr in diesen negativen Gedanken verfangen, aber lohnenswerte Arbeit. Ja, absolut.
Oder? Und da haben wir jetzt halt auch, oder? Wir haben jetzt auch herausgefunden für uns, äh, dass wir, ja, halt die Themen einfach weglassen, wo wir merken, dass wir wieder in die gleiche Spirale kommen. Eben wie du heute mir auch gesagt hast, oder? Eigentlich eben nicht drüber reden. So, ja, das ist mir schon bewusst, nicht drüber reden, nicht drüber reden. Aber, jetzt ist wie so der Automatismus, der abläuft. Das ist so wie, wenn man die Zähne putzt. Man überlegt nicht. Man putzt sie einfach, seine Zähne. Man hat den Ablauf, oder? Das heisst, wenn man dann einmal in so 'nem Automatismus ist, läuft er. Es ist schon nicht ganz so einfach, dann zum Nein sagen. Es ist etwa so, wie wenn du Raucher bist, du rauchst Ziggel und denkst so: „Ja, ich will nicht rauchen. Eigentlich will ich gar nicht rauchen.“ So ist es dann auch, oder? Man ist in dieser Negativität inne, man ist wieder im alten Film und man weiss eigentlich, man will nicht. Aber jetzt ist schon mal das Bewusstsein rum. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Das Bewusstsein ist rum, man weiss, man will eigentlich nicht. Das heisst, es wird dann auch irgendwann 'ne Lösung geben, weil man ist immer mehr und ist bestrebt, das zu ändern. Darum eben beobachten werden von seinen Gedanken ist eigentlich mal das Erste, was denke ich den ganzen Tag, oder? Und wenn man merkt: „Ey, ich denke 90% von meinem Tag negativ über Thema A, aber ich wünsche mir bei Thema A einen Erfolg“, ja, dann habe ich 10% Erfolgschance. Oder? Das heisst, ich bin wahrscheinlich 90 Mal langsamer, wie wenn ich aufhören würde zu zweifeln. Oder? Blöd gesagt, ist jetzt, einfach mal so über die Schulter gebrochen, wahrscheinlich nicht ganz, wahrscheinlich noch schneller. Oder nein, aber oder? Und so merkt man: „Hey, eigentlich rede ich den ganzen Tag negativ über A, aber A möchte eigentlich, dass es funktioniert. Dann sollte ich aufhören, über A reden, 90% ab vom Tags und dann eben versuchen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich bereits im Ziel vom A wäre? Was würde die Person machen, die bereits im Ziel ist von A? Oder wie würde er laufen? Mit was für Menschen würde er sich umgeben? Was würde er am Abend machen? Würde er Bücher lesen? Würde er etwas schreiben? Würde er gar nichts machen? Würde er meditieren? Würde er schlafen? Würde er Schweigeretreat machen? Keine Ahnung, was würde er machen, oder? Und dem nachgehen, oder? Und ja, da darf ich auch noch herausfinden, oder? Wenn ich mich frage, so: „Ja, was mache ich mit meiner Freizeit? Ich weiss gar nicht, was ich mache.“ Eben, ich weiss auch nicht ich weiss auch noch nicht, was mit mir anfangen. Und ich glaube, das ist auch noch 'n Grund, warum ich mich immer wieder verfange mit irgendetwas optimieren, weil es tut in dem Moment verdopple meine Zeit, aber eben, ich bin nachher wieder frustriert. Das heisst, es geht mir wieder schlecht. Ich tue dann eigentlich wieder das Falsche nähren und darum, ich glaube, bei mir ist wirklich ich komme auch wieder immer wieder an den Punkt, ein Hobby zu finden, ein Hobby zu finden. Ich brauche ein Hobby. Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt. An dem Punkt bin ich schon öfters gewesen und ja, ich glaube auch ihr kommt immer wieder an ähnliche Punkte im Leben. Und das sind, glaube dann wirklich so Sachen, wenn ihr wieder mal zu einem Entschluss kommt, ich glaube, den Entschluss mal fassen oder so: „Ja, jetzt, was für ein Hobby hätte ich gern?“ Ja, ja. Was für 'n Hobby hätte ich gern, oder? Und dann fängt's an, eben, was will ich, oder? Auch dich frag dich: „Was will ich eigentlich?“ Ja, hat schon was. Ich habe immer reflektiert, was ich will und darum auch immer einen Plan gehabt im Leben. Ja, und ich reflektiere auch, aber ich höre auf, weiterdenken bei Sachen, wo ich aktuell das Gefühl habe, es lohnt sich ja gar nicht, weil mein Leben ja gar noch nicht dort ist, dass ich erst dann drüber nachdenke und das ist eben auch falsch, oder? Und ja, das sind so aktuell meine grössten Punkte, oder? Das Bewusstsein ist rum. Es ist mir bewusst, was ich machen muss, machen sollte. Es leuchtet mir auch immer wieder ein, oder? Grad bei so Sessions wie jetzt, wenn ich voll so in dem Ganzen bin und mir das selber auch immer wieder dann sagen, oder? Ich höre mir ja selber jetzt auch zu, wenn ich erzähle. Aber morgen kommt dann wieder 'n neuer Gedanke, es kommt dann wieder ein neues Video, Zahlen nicht wie erwünscht, und dann macht's wieder Abwärtsspirale, dann sehe ich wieder ein Video von jemandem anders und dann so, oder? Und sich dort wieder fangen, ja. Und dann auch eben, was will ich, oder? Was will ich? Ja, nicht mit zu viel Negativität nähren, aber leichter gesagt wie gemacht. Ja, ich sage, das Bewusstsein, wenn das Bewusstsein rum ist, ist der erste Schritt und man sollte sich Geduld, 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 etwas, wo ich nicht so habe, noch nicht so habe, immer mehr habe, mittlerweile schon sehr geduldig bin. Nein, ich bin eigentlich schon geduldiger, aber mit mir selber nicht. Sonst schon, aber mit mir selber habe ich dann schon Mühe oder mit meinen Zielen oder so. Wenn ich heute etwas mache, warum ist morgen nicht schon der Erfolg? Und ich glaube, das Geduld. Ich glaube, das Geduld ist wirklich und wenn man Geduld hätte, dann, würde man auch nicht immer wieder, sich in der Negativität verfangen, oder? Man weiss einfach: „Hey, es braucht seine Zeit“, oder? Und ich glaube, das ist auch noch so 'n Punkt. Aber eben mit dem Beobachten, wenn man auch mal überhaupt erst merkt, wo steht man sich selber im Weg. Das ist
ab dem Moment ist man da, oder? Man ist in seinem Leben dabei. Und da kann dann auch Veränderung passieren, weil wenn man gar nicht erst weiss, was man eigentlich alles nicht machen sollte, dann ändert man auch nichts, oder? Wenn einem gar nicht bewusst ist, okay, dass meine Negativität auch die Negativität vom morgen schon vorschreibt, dann ändert man nichts. Dann findet man sich morgen in der Opferrolle, weil man der arme Siech ist, der schon wieder das erlebt, oder? Aber wenn man eben merkt, dass man eigentlich der glückliche Siech ist, wo heute entscheiden darf, was ich morgen erlebe, ist das eine ganz andere Ansicht und das wissen einfach Menschen noch nicht. Und das ist im Gesetz der Annahme, habe ich das erste Mal so gehört, eben laut Neville Goddard, bereits einnehmen, bereits wirklich den Platz einnehmen, wo du willst sein, oder? Völlig den Mensch verkörpern, wo du willst sein und dann wird es automatisch immer mehr in das hineingehen. Du wirst in das Bild dessen verwandelt, oder? Du wirst in das verwandelt, dass du irgendwann einfach der Mensch bist, oder? Und das geht halt nicht, wenn du immer wieder die gleichen negativen Gedanken hast wie Person A, kannst du nicht Person B sein, weil Person B hat die gar nicht. Und das ist dann eben die Schwierigkeit, die loszulassen und beobachten und Geduld haben, oder? Und dann auch mal wirklich merken: «Hey, jetzt bin ich doch schon 36, ich tue jetzt schon 36 Jahre, habe ich meine gleichen Abläufe und jetzt habe ich ein neues Bewusstsein und jetzt darf ich mir doch auch ein paar Tage Zeit lassen und nicht einfach heute schon den Erfolg sehen, oder?» Und der Neville hat mal schön gesagt, der Mensch geht so an seine Probleme an, indem dass er heute denkt: «Ja, morgen wird das Leben anders sein.» Und einmal so macht, am nächsten Tag geht er ans Fenster, schaut raus und denkt so: «Ja, ich habe es doch gewusst, dass sich nichts ändert.» Und so geht der Mensch an Probleme an, oder? Und, ja, dann ändert sich halt auch nichts. Ja, stimmt, eigentlich weiss ich ja, was ich will. Ja. Ja, eigentlich weiss ich ja, was ich will, oder? Ja, eigentlich weiss ich ja, was ich will. Genau. Danke. Eigentlich weiss ich, was ich will. Ja, der Zweifel. Ich zweifle nur an diesen blöden Zahlen oder einfach nur an diesen dummen Zahlen, noch. Aber immer weniger. Immer weniger. Wirklich, ich merke, wie es so 'nen gewissen Detachment gibt. Ich komme auch immer wieder an den Punkt an, hm, dass ich mich frage: «Was will ich eigentlich? Wie will ich's eigentlich?» Und einfach versuche, auf dem Weg zu bleiben, eben meinen Weg gehen und nicht links und rechts hören. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich mir heute auch noch mal für mich mitnehme, wo ich jetzt ja, heute durchs Reden für mich auch noch mal so verinnerlicht habe, eben nicht links und rechts hören, sondern auf sich selber hören. Schon Sachen von aussen als Input können mitnehmen und mit sich abgleichen, aber ja, wenn ich etwas nicht möchte, aktuell nicht möchte, dann muss ich's nicht dann muss ich's nicht irgendwie koste was es wolle machen, nur weil andere sagen, das funktioniert, oder? Wenn ich aber merke so: «Ja, das kommt gut so, dann ist es ein ganz anderes Bewusstsein, dann kann man sich's schon überlegen. Aber wenn man merkt so: «Eigentlich wollte ich das gar nicht, ich würde es jetzt nur machen, damit ich weil ich jetzt hoffe, dass», dann ja, dann lieber die Energie sparen und da darf ich für mich noch mehr verinnerlichen, dass ich wirklich aufhöre, mir den Kopf zu zerbrechen, wenn ich selber etwas nicht will. Oder nicht noch weiter überlegen, weil wer sucht, der findet, oder? Wer sucht, der findet und, darum, ja, das ist der einzige das ist einer von meinen grossen nein, da lassen wir das Thema lassen wir. Bringt nichts, das Thema. Ja, genau. Äh, ja, drum nicht zu viel suchen, sonst findet man. Oder halt bei den positiven Sachen suchen. Nein, aber danke Schatz, da noch mal wegen, also ja, eigentlich, was ich will. Genau. Ja, darum finde ich das weiss nicht, ob du schon da gewesen bist, wo ich das jetzt vorher erzählt habe. Darum bin ich so Fan eben von dem ganzen Gesetz, vom Gesetz der Annahme, vom Neville Goddard, weil er einer von wenigen ist, so, wo ich höre, du brauchst niemanden ausser dich selber und das tut halt einfach gut, oder? Ich glaube, das ist das, was der Mensch heutzutage hören muss, weil wir so viel Input von aussen haben, oder? Er darf lernen verstehen, dass er alles selber in der Hand hat, oder? Und es braucht zum einen
bisschen Mut zum Anschauen und dann auch merken, dass man sich selber vielleicht in die Missli-Lage gebracht hat. Aber die Kehrseite ist, man kann sich aus allem wieder rausholen, oder, selber. Man braucht niemanden im Aussen und das finde ich das Schöne und ja, das finde ich wirklich das Schöne an dieser Lehre. Ja. Aber nein, ich glaube, für heute mache ich fertig. Es ist jetzt schon wieder 'ne Stunde rum. Ja, aufs nächste Mal versuche ich mir noch mal etwas vorbereiten. Habe jetzt eben gemerkt, die ersten 10 Minuten wären die Leute rum gewesen, nachher nicht mehr wirklich. Aber ist auch okay, ist okay, ist okay. Äh, ich weiss ja warum, das heisst, ich darf da noch ich darf da noch das darf ich auch noch lernen loslassen. Mhm, genau. Selbstermächtigung statt Abhängigkeit. So kann man das nennen. Voll. Selbstermächtigung statt Abhängigkeit. Mhm. Ja. Nein, aber super, dann ist ja schon wieder, Woche um. Genau, ich bin nächsten Sonntag auf die 7:30 wieder live. Ja, was ich noch vorhabe, sind ein bisschen short live zu gehen, eben mir weniger Gedanken machen und mehr das machen, was ich will. Aber eben ich glaube, das ist halt warum dass ich ich bin manchmal auch ein bisschen frustriert, oder, so zum noch mal live gehen, wenn nicht wirklich Leute gekommen sind. Aber ja, die darf ich halt einfach das darf ich halt nicht, oder? Ich darf mich nicht so fühlen. Ich muss mit dem mit dem mit dem Wissen an, dass die Richtigen kommen und dann ist das eine ganz andere Energie und schlussendlich jeder Mensch, den ich erreiche, ist ist 'n Erfolg, aber ich wünsche mir natürlich wie alle anderen auch, dass es mehr erreicht oder ich meine, ja, ich glaube, das ist auch okay, wenn man sich das selber wünschen darf, dass mehr Menschen erreicht und vor allem ist ja mein Ziel oder mein Wunsch wirklich 'ne Schweizer Community auch aufzubauen und einfach auch ein bisschen etablieren, einen Schweizer etablieren in das Ganze. Ja, weil das habe ich selber jetzt so noch nicht gesehen, aber kommt alles, Step by Step, genau. Danke Schatz, auch für deine Zeit und bis grad. In dem Fall bis nächsten Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Abend und auf Wiedergüks.